Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, alles lief wunderbar, Du alle hast den transportiert. Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Genau, alle transportiert und jetzt transportiert der mich auch wieder zurück. Ja, wie gesagt, das waren jetzt halt in der letzten Episode ein paar Minuten weniger. Also sorry dafür, aber ansonsten hätte ich es terminlich einfach nicht mehr einrichten können. Das ist halt auch mal, während ich hier meine Aufnahme mache, ich habe ja auch nicht jeden Tag Zeit für Aufnahme. Und dann passiert sowas hin und wieder auch mal. Aber man muss dazu sagen, dieser Talas hier, der hat offensichtlich, hier sehr großes Geschick dort drin, andere seine Aufgabe machen zu lassen. Von daher habe ich null Skrupel, dass ich mir von ihm 50 Erz noch abgezwackt habe. Da kann er dann wenigstens seinen Ruf wieder einigermaßen herstellen bei Korkalom. Wobei es bei ihm sehr schnell geht, dass man in Ungnade fällt und ebenso schnell, dass man, naja, so ein, sagen wir mal, nützlicher Handlanger für eine Aufgabe ist. Urks. Apropos, jetzt bin ich hier wieder in der unsichtbaren Baumbarriere. So. Ach ja, Barriere innerhalb von der Barriere, sowas kommt vor. Aber immerhin habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Magier bin ich jetzt schon seit vorletzter Episode. Das finde ich gut. Jetzt habt ihr auch euren Wille gekriegt, zumindest die, wie viel waren es? Die 3 zu 1 waren das. Genau, von meinen Verhältnissen ist es halt schon relativ viel, wenn 4 Leute hier abstimmen. Dann gehe ich auch mal den Weg der Magie ordentlich. Level habe ich noch nicht gekriegt, das dürfte jetzt aber gleich rausspringen. Da kann ich nämlich auch den 3. Grad lernen. So. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Korkalom. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ironie aus und so, ne? Sarkasmus aus. Naja. Da scheint es wohl nicht kapiert zu haben, aber egal. Wir können jetzt in unserer feinen Herrenrobe hier im Sumpf auch noch ein bisschen Zeug brote. Das geht natürlich auch noch. So, geht doch nichts über die feine Herrenrobe, die man hier im Brackwasser benutzt, um sich durch hier zu knien, um dann ein bisschen fettiges Fleisch noch zu broten. Perfekt, ne? Okay, mehr haben wir nicht mehr an rohem Fleisch. Aber ich will einfach nicht das rohe Gammelfleisch da mit mir rumschläfen müssen. Jetzt ist er an uns vorbeistolziert hier, der edle Talas. Dann sollte ich noch weitergehen zum Korkalom wieder. Alleweil kenne ich mich ja aus hier im Lager. Weißt, wo was ist. Also der Zauber Windfaust ist natürlich auch absolute Quatsch hier. Pyrokinese ist noch relativ nützlich, aber den müsste ich mal dann irgendwann Ammo kaufen. Gerade mal gucken. Lucky Macher. Pyrokinese. Der macht pro Sekunden 20 Schade und verbraucht 70 Mana. Also der ist schon nicht schlecht. Da kann man schon jemand legen damit. Und diese Muezzin-Geräusche im Hintergrund. Ach ja. Die Sektenspinner. Gut, jetzt darf er auch sein wertvoller Almanach haben. Und zwar um 11:49 Uhr. So, pünktlich zum Mittagessen. Bitteschön, Opa. Was willst du? Dir das Zeug bringen. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. 2500 Du hast alles EP besorgt, was und eine wir Stufe brauchen. aufgestiegen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Bei Nacht. So. Da muss ich aber dann wirklich nochmal eine Runde pennen. Korkalom geht jetzt auch hier mit runter. Der wartet anscheinend, bis ich hier fertig bin. So, joink. Dann warte ich jetzt mal, bis Korkalom hier runtersteigt. Ja, er benutzt dieselbe Leder wie ich. Deswegen hat er aber so artig gewahrt. Ich gehe mal mit ihm zusammen. So. Kann schon sein. Ja, das kann schon sein. Ja. Der allmächtige Guru, wie er gegen die Leder läuft. Ja, das sind Top-Typen hier. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hier sind alle tierisch drauf. Okay, ich für meinen Teil sollte hier nochmal an der Stelle speichern. War nicht besonders schlau. Und ja, Mittagszeit ist es. Tja, bis zum Ofen sollte ich vielleicht noch irgendwann in einer Hütte pennen.
Suche ich mir einfach mal irgend so eine Hütte hier raus und leck mich mal eine Runde hier. Hey, du! Ja, fuck you. So, Raus hier! Sonst ruf ich die Wachen! ja, ist gut. Laber ruhig. So, anscheinend hat er nicht die Wache gerufen. Hey, du hast da drinnen nicht... Ja. Babbel nicht. Jetzt Hammers 19:02 Uhr und die sind dabei. Okay, jetzt müsste eigentlich ihre Filmsequenz kommen. Sobald hier die Anrufung losgeht. Okay. So, da stehen sie, die 3 Overgoscher. Und dann retten wir doch mal mit den Knetköpf. So, dann kann ich hier an der Stelle auch gerade nochmal speichern, weil falls irgendwas mit der Sequenz ist oder so, kann ich an der Stelle wenigstens laden. Und es kann jetzt halt passieren, dass die Sequenz nicht richtig angezeigt wird oder irgendein Aufhänger passiert oder sonst was. Dann muss ich halt nochmal laden und ich mache dann gerade das, was funktioniert und gebe Bescheid, ob es funktioniert oder noch. Kor Anga, das ist ein Chef, Iberion ist ein Chef und Kor Kalom ist ein Chef. So. Mit dir kann ich nix sagen. Du? Ja, Kreis der Templer ist jetzt auch eher Quatsch. Was willst du? Hier Teilnehmer. Belohnung, ja Wie genau. sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Mama Mana-Trank, das mal. Mana-Tränke. Mögen diese Tränke dir Kraft schenken. Okay, gut. Wir sehen uns. Möge der... Ja, das kennen wir schon. Okay, Iberion? Ne? Iberion? Hallo? Immer noch nichts? Aber ich glaube, das muss dann wirklich Nacht sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, Mana-Tränke hat uns natürlich nicht so einen tollen Trank gegeben, der hier wieder voll aufpumpt. Wieder unser maximales Mana erhöht, das hat er uns nicht gegeben. Ah, da hat der blindes Ach hier auf der linken Seite. Tja, müssen wir jetzt offensichtlich noch ein bisschen warten. Das ist etwas doof. Der hat kein Jünger mehr. Ja, da lege ich mich halt nochmal runter aufs Ohr. Und dann schauen wir mal, ob es das noch klappt. So, ihr lasst mich doch bestimmt wieder in die Hütte. Hey, du! Ja, bla bla bla. So, bis Mitternacht. So, das sollte eigentlich ausreichen. So, ich glaube ab 20 Uhr oder so fangen die machst du an. da? Ich glaube ab 20 Uhr ist es normalerweise, dass das anfängt, aber ja. Jetzt dürfte das ganz sicher klappen. So, da wollen wir doch mal. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten.
Du bin ich wieder. Sorry. Die Sache war die, ich habe es jetzt zweimal versucht mit dieser Sequenz und ich werde jetzt im Nachhinein versuchen, die Sequenz woanders mir zu besorgen und die hier reinzuschneiden, damit ihr die auf jeden Fall habt. Es tut mir leid, falls dem nicht so sein sollte, falls ich die nicht kriege sollte. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass die Sequenz noch mit zu sehen sein wird, weil es hat sich wirklich aufgehängt hier, während es hier am Rumknödeln und am Rumbasteln war. Das war doch etwas schade und etwas peinlich. Aber ja, Entschuldigung. Manchmal liegt's auch einfach am Programm selbst. Gut, was ist jetzt passiert? Unser guter Iberion liegt hier auf dem Boden und wir sind hier in Kapitel 3 gelandet. Artefakte uralter Macht. Und ja, dann reden wir doch mal mit Koanga. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Orkfriedhof. Der Guru Bal-Lukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja, das ist auch ein ziemlicher Chef hier. Der bleibt hier bei seinem schlafenden Ovaguru, macht sich ein faule Lenz und er vertraut mir mehr als seine eigenen Leute. Das ist ja auch sehr toll. Okay, machen wir mal hier ein bisschen. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Na gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Alle Haupt, dass es gerade so kracht. Hier noch. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Und die labern schon ohne wieder. Und beten jetzt wieder bei dem anderen Was rum. willst du? Hast du noch was zur Sache? Nö. Wir sehen uns. Ja, ist gut. Was war das noch für ein Ring, den wir kriegt haben? Holzhaut, Schutz vor Pfeilen. Ja, das war jetzt ja besonders toll. Also, den Ring, den hätte ich auch verzichten können hier auf den Holzhautring. So. Aber. Wir haben 20 Lernpunkte wieder zur Verfügung. Das heißt, ich kann mir jetzt auf jeden Fall nochmal der 3. Grad der Magie reinpetzen. Aber vorher sollte er mich mal hinführen. Ich mag dann nochmal zum Sumpflager gehen dann. So, bitteschön. Koanga schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, ich meine, als ob das jetzt so großartig wäre, dass er die 15 Meter aus dem Lager rauslauft. Also, komm. Das wird jetzt wohl auch noch hinkriege, der Dappschädel. Aber Hauptsache hier am Rummeckern. Bruderschaft hier vom Schläfer ist halt nicht nur ständig rumsitze und sich einer Reihe dröhne. Also, ein bisschen was muss man auch schaffen. So, da la. Gehen wir wieder raus. Ich lasse mal ein bisschen vorrennen und renne deswegen zickzack. Und dann wollen wir mal. So. Zeig mal den Weg. Du Nackischer. Der Novize-Rock. Der ist wahrscheinlich auch dafür gedacht, dass man ansonsten Oberkörper frei rumläuft, weil der Charakter, den wir durchspielen, der hat ja eigentlich so Hemd und so weiter gehabt, von daher hat das etwas dämlich ausgesehen, wenn man zu der Hose den Rock getragen hat. Aber jo, das ist halt das, ne? Gut, ich glaube, da draußen haben jetzt auch wieder ein paar Gegner respawned. Das ist möglich, schätze ich jetzt mal. Aber ich sehe gerade keine von den Gegner. Oh, Mann.
lass mich durch. So. Hauptsache wieder rumgenörgelt, ne? Aber nee, hier haben die Gegner anscheinend nicht respawned, sonst wäre ja hier wieder ein Scavenger auf dem Weg. Und der ist nicht hier. Ich glaube, Kapitel 3 dient dann einfach dazu, dass Gegner neu spawnen in Gebiete, wo sonst vorher nichts war. Weil Orkfriedhof, ihr könnt euch vorstellen, ab jetzt kommen erstmals Orkis als Gegner. Ja, und die spawnen dann doof im Friedhof. Ich glaube, vorher waren die nicht da. Hätte ich natürlich überprüfen können, aber ja, das ist halt das mal wieder. So, da geht's scharf links. Da habe ich ja schon mal prophezeit, dass da ein Gebiet kommt, wo wir uns noch umgucken werden. So, da geht dann auch wieder Helm klar, wie ich mir noch einen Sieg geführt hat, ne? Ja, da bist du zur Brücke. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Baal Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Okay. Gut, so viel dazu. Dann sollte ich aber auch noch zurück zum alten Lager gehen, weil ich möchte meine Magie noch mal ein bisschen aufpowern. Ohne den Feuerball, den ich standardmäßig beherrsche, sollte ich dort definitiv nicht reingehen. Bei Mana von derzeit 25, ja, 5 Feuerbälle und dann muss ich wieder mein Mana aufpumpen. Insofern, das ist nicht gerade so das Beste. Von daher sollte ich doch nochmal zurückgehen. Mir von Choristo nochmal der dritte Kreis der Magie erklären lassen. So, als Schutz kann ich hier nochmal meinen Feuerpfeil in der Hand halten, falls irgendwas durch die Gegend rennt und mich hier attackieren sollte oder wollte. Aber ich glaube, hier hat nichts mehr respawned. Ja, das dürfte soweit passen. Alle hopp. So. Eieiei. Und hier ist auch nichts mehr da. Und da drüber ist erst Orkgebiet, da links. Dann können wir uns dann theoretisch auch mit dem Gebiet rumschlagen und können auch da gegen die Orks kämpfen. Unser Schutz ist durch die Magierrobe leider nicht so die beste. Es ist halt schade, dass wir Gardiste-Rüstungen zusätzlich tragen können. Also Gardiste-Rüstung trage und Magier sei. Das ist halt etwas schade, dass das nicht geht. Hallo, Schakal. In dem Bloodwind habe ich ja schon gesagt, dass nichts ist mit Schutzgeld mehr. So. Glaube ich zumindest. Ich glaube, bei ihm habe ich es abgelehnt. Also beim ersten Mal habe ich ja gesagt, aber als ich dann in Schatten war, habe ich ihm, glaube ich, abgelehnt und habe gesagt, ich brauche das eigentlich jetzt nicht mehr. So, die meiste Schatten pennen ja auch hier wirklich im Außenring. Und die Gardiste schlafen entweder gar nicht oder in der Burg. So, und der Hansel stört mich jetzt glücklicherweise auch nicht. Das heißt, ich kann mal ausnahmsweise den Weg hier lang gehen. Das ist sehr angenehm. Okay, wir haben es jetzt 2:06 Uhr in der Nacht. Bin mal gespannt, ob unser Magierkollege noch schlafen oder ob die auch noch wach sind. So, da. Zack, zack. Ah, unser Fackel brennt immer noch. Das ist natürlich schön. Können wir eventuell mitnehmen später. Okay, die stehen jetzt einfach nur da und sind, ja, sind halt magiermäßig unterwegs. Aber weil ich sowas nicht sehen kann, muss ich an das Ende vom Pentagramm. Magie zu Ehren. Ganz genau. Und ich will den hier lernen. Kannst du mich den dritten Kreis lehren? Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht. Aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg, dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Ja, das sind ja tolle Sachen. Das sind ganz wunderbare Entscheidungen hier, die man gibt. Okay, ich will die hohe Feuerrobe tragen. Wenn du kriegst sie Meister, jetzt? Ja, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Sehr geil. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Okay, sehr geil. Ich habe echt gedacht, das wäre erst ab dem 4. Kreis der Magie möglich. Aber das ist natürlich sehr schön.
Jetzt bin ich neben ihm der Einzige, der das Ding trägt. Die anderen scheinen wohl alle nur auf Stufe 2 zu sein. Okay, das gibt uns Schutz vor Waffen 50 statt 40, wie auch bei der Schattenkluft. Es gibt uns Schutz vor Pfeilen nach wie vor 5. Es gibt uns Schutz vor Feuer 30 statt 25 und bei der Schattenkluft 20. Schutz vor Magie 10 statt 5 vorher. Sehr schön. Da sind wir doch jetzt relativ gut gerüstet erstmal mit dem Zeug. Dann kann ich ja mal die Kollegen fragen, ob sie eventuell noch was für mich haben. Nee, der hat eh nichts für mich. Der ist der ewige Wortlose. Magie zu Ehren. Aber allermindestens. Ja. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Genau das will ich. Eventuell hast du hier noch irgendwas Tolles für mich. 2., 4. Kreis, 5. Kreis, 6. Kreis sogar. Nicht schlecht. Okay, das kann ich mir noch holen und vorlesen. Der 4. Kreis, der 5. Kreis und der 6. Kreis der Magie. Sehr geil. Das kann ich aber auch erst später bei anderen Leuten lernen. Feuerpfeil habe ich. Feuersturm, der ist auf Kreis 4. Das ist natürlich auch sehr geil. Feuerschaden pro Mana 50. Den kann ich vollkommen verwenden. Feuersturm. Also da kann ich mal ganzes Mana mit aufbrauchen mit dem Zeug. Das ist eine sehr, sehr geile Rune. Nicht Robe. Okay. Dann wollen wir mal. Wir haben sehr viel, was das kostet. Deswegen muss ich jetzt erstmal Kruscht verkaufen. Jede Menge Kruscht. So, dann hier auch die Wolfsfälle können weg. Schattenläuferfälle können sowieso weg. Habe ich ja auch schon weggebraucht. Die Pokale kann ich noch verticken. Das Besteck kann noch fort. Und dann können auch die Kralle noch weg. Mensch, da habe ich auch hier das hier. Zack, zack. Nicht? Na, egal. Schade, das kann ich leider nicht so rüberziehen, wie es aussieht. Merkwürdig. Okay, dann Horn eines Schattenläufers. Zack, zack, zack. Das war ein Zack zu viel. Nochmal weg mit dir. Dann machen wir lieber nochmal die Zähne fort. Blutfliegenstachel eventuell auch noch fort. So. Das war auch immer zu viel. Das ist immer zu viel. Da holen wir uns halt noch einen Pfeil zurück. Gut. Das sieht gut aus. Aller Hopf. Dann lese ich jetzt auch noch die Schriftstücke vor. So, 1., 2., 3. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Okay. So, der 3. Kreis der Magie hatte ich schon vorgelesen, machen wir der 4. Die Magie der Teleportation. Das Besondere an diesen magischen Formeln ist, dass sie, obwohl als Runen geschaffen, von jedem, der magische Energie in sich trägt, gesprochen werden können. Die Magie, die diese Formeln umgibt, kann sofort aktiviert werden. Es gibt keine Einschränkungen für Teleportationszauber. Dann gibt es auch Feuersturm. Ähnlich dem Feuerball wirkt dieser Zauber auf einen Gegner, springt von dort aus jedoch auf weitere Gegner über. Aufladbarer Zauber, Mana kosten 10. Da gibt es auch Blitz. Der Zauber springt auf mehrere Opfer über. Die Kraft des Blitzes ist schwer zu kontrollieren, sodass der Magier selbst Opfer werden kann. Mana kosten 25. Und Untote vernichten. Die Geschöpfe der Finsternis werden mit diesem Zauber verbannt. Mana kosten 5. Dann hätten wir noch der 5. Kreis der Magie. Da steht nichts mehr dazu, sondern nur Feuerregen. Die Macht des göttlichen Feuers trifft jedes Lebewesen im Wirkungsbereich des Magiers. Mana kosten 15 und Eiswelle. Ein Feld aus magischem Eis erstreckt sich über alle Gegner und friert diese für einen kurzen Zeitraum ein. Während dieser Zeit sind die Opfer bewegungsunfähig und erleiden Schaden. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier. Mana kosten 5 war, glaube ich, noch. Und dann 6. Kreis. Todeshauch. Der Atem Belias, eine Wolke aus lebensverschlingendem Nichts, die jedes Wesen augenblicklich töten kann. Mana kosten 5 und Todesring. Nicht viel ist überliefert über die Rune mit der Macht von Uriziel. Es ist nur so viel bekannt, als dass sie Belias Mächte in sich trägt. Ja, das wird noch spaßig. Aber ich würde auch sagen, dass ich jetzt an der Stelle auch wieder meinen Cut setze. Und wir sehen uns dann morgen auch wieder zur Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder mit der Fackel vereint. Iron Yankee.